Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und jetzt spielen wir Hauptmann Steiner. Der sieht ja schon aus wie ein Ämer, der Typ. Und in der Dose sieht er natürlich nur noch Wiester aus. Jetzt müssen wir erstmal die Pluto-Soldaten wieder zusammenfinden. Ach, die zwei schlevern hier miteinander statt irgendwas zu machen. Wahnsinn, oder? Aber in der Geschichte ist Beleib ist dran. Nicht so fassen, aber du weißt immer als erster Bescheid. Was, David? Putz 1000, obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren ja so Schwänzchen, hä? Oh, Hauptmann, habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit der Kellnerin Resi, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kretin? Gehen sofort die Prinzessin zu uns, was sag ich? So Befehl, Hauptmann, schon unterwegs, Hauptmann. Okay, wir speichern erstmal. Moschu, von dir habe ich aber nichts. Ich hätte so gerne einen Brief. Oh, armer Kerl. Ja, wir speichern. So. Ach ja, ich finde die Musik passt herrlich zu Steiner. Das ist so richtige Ämer-Musik von Kerl wie ein Ämer. So. Jetzt suchen wir mal unser Pluto-Soldaten zusammen. Aber nerviger als Son und Son, die zwei Hofnarre, kann echt niemand sein in dem Spiel. Eindeutig, sag ich. So, was geht denn da ab? Da ist ein Koch. Huch, was für ein Zwerg. Deckmeister. Nein, ich deck nicht. Jo. Okay. Oder bist keiner von meinen Soldaten. Wir finden dann wohl ein Bankett oder ähnliche Stadt. Ah, da ist die Küche. Der Zwiebelmeister. Mir kommt die Träne. Das muss schneller gehen, sagt der Küchenmeister. Der Küchenmeister ist auch ein spielbarer Charakter. Später mal optional, aber das muss schneller gehen. Der Brutzelmeister. Smörebröt, ja. Und der Herdmeister. Ohne feines Feuerlein geht nix, jo. Okay, die kennen wir nur Arschwätze hier, die Leute. Okay, die sehen aber auch sehr skurril aus hier. Und der wieder, das muss schneller gehen. Der hat ständig die Gosch voll hier, der Froschmensch. Wobei ein wirklicher Froschmensch ist das ja eigentlich auch nicht. So, die Textur und so. Findet man sich als mal ein bisschen schwer zurecht. Oh Gott, was ein hässliches Bild. Ja, die Königin ist definitiv Geschönheit. Huch, da flitzt irgendeiner rum von unseren Leuten. Da ist auch noch was. Was bist denn du hier für einer? Märchenheim, Pluto-Soldat Nummer 9. Oh, was habe ich im Kohltopf? Weil ihr jämmerliche Waschlumpe hier immer noch rumquengelt sind, Alexandrias Männer so in Verruf. Heißt echt mal zusammen um Himmels Willen. Schlechter Ruf hierher, gutes Essen haben wir nicht stehen lassen. Hunger. Na. Okay, er sagt wieder dasselbe. Und der Kerl hat immer noch Hunger. Von den haben wir jetzt aber auch nichts zu futtern. So. So flitzt wieder jemand rum. Der Chanel. Ich hab sie gleich. So. Okay. Also ihn habe ich auf jeden Fall mal gefunden. Haben die vielleicht was zu essen für mich, damit der arme Kerl doch nicht vom Stängel fällt? Nee. Können wir von irgendwas mitnehmen hier? Sieht nicht so aus, oder? Scheint mal schon erkannt, kocht. Das ist übrigens ein Blaumagier, Quina Quen. Okay. Da finden wir da erstmal nichts. Gehen wir nochmal hier lang. Eventuell ist doch noch was. Oh. Naja, da komme ich nicht so tief. Nicht so gut. Dann da over. Da geht's zu der königlichen Loge oder was? Aha, sieht aus, als würde die Pluto drüber mal wieder nichts auf die Reihe kriegen. Hauptmann Steiner, die Prinzessin zu beschützen, ist unsere Aufgabe, die Einheit von Beatrix. Oh je. Ziemlich eingebildet. Und, ja, da ist die Loge. Zu der erzürnten Königin sollte man vielleicht jetzt nicht gehen. Die will Theater gucken. Na dann. Schepper. Dann halt do lang. So. Gucken wir uns mal hier ohne um. Ob es da noch irgendwas gibt. Bibliothekare, Hundemensch anscheinend, Gelehrter. Königin Bral hat mir befohlen, die Foliante über die Bestia zu bringen, aber hier sind ja so viele Bücher. Ja, Bestia kennen wir noch als diese Beschwörungswesen. Oh ne, es sind doch Hundemenschen, das sind normale Menschen. Heute habe ich Prinzessin noch gar nicht gesehen. Wortwitz. Was haben wir denn hier?
Reich Alexandria, Höhle des ewigen Eises. Eine natürliche Höhle von ewigem Eis umgeben. Ja, da müssen wir auch noch durch. Der Schreibtisch sieht eher aus wie ein Sarg. Okay, dann lasse ich die Gelehrte mal ganz gelehrt sein und gehen wir da lang. Und noch mehr Gelehrte. Prinzessin Garnet, die habe ich hier gar nicht gesehen. Die Vorlage zu deiner Taube möchte ich sein, die ich für Prinzessin heraussuchen soll. Wo habe ich die denn noch hier getan? Und du? Den Globus von Gaia, den ihr hier seht, den schenke ich seiner leider viel zu früh verstorbenen Majestät, der König der Prinzessin Emil. Oh, den Hot. Der leider viel zu früh verstorbene Majestät, der König der Prinzessin Emil zum Geburtstag geschenkt. Okay. Wie es wohl Professor Toto geht, dem ehemaligen Hauslehrer von Prinzessin Garnet. Das will ich gar nicht wissen. Lauda. Also ich wollte schon immer mal lieber meine Tage damit verbringen, Gedichte zu schreiben, als Soldat zu sein. Gewidmet Austritt aus der Blutentruppe. Das geht doch nicht. Was meinst du, Kerl? Du bist doch erst seit einer Woche, seit letzter Woche in der Truppe dabei. Hör auf zu quengeln und geh sofort die Prinzessin zu suchen, sonst stell ich danach ins Hemd. Mama. Ach, ich mag Steiner. Der ist so Chef ab Bord und so ein richtig schöner, im Dungeons and Dragons wäre das, oder im Pathfinder wäre das so ein wunderbarer, rechtschaffen, neutraler Soldat, der Typ. Bloß nix hinterfroren, nur Befehle ausführe. So. Was haben wir da noch? Ah ja, da sind wir jetzt im Hof. Und? Hallo? Das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt's einen sauberen Abpfiff von Königin Brana. Und außerdem wäre ich dann mit als Zielscheibe vom Sport von Beatrix leid. Ich muss mich dummler. Ja, das machen wir lieber. Aha, da ist noch einer. Den kennen wir aber. Der gehört aber nicht zu uns. Pluto-Soldat Nummer Hier ist niemand vorbeikommen. Ja, das ist, Blank. Und da hockt noch so einer. Der Hagen. Einfach nur da sitzen und ins Wasser starren, balsam für die Nerven. Hauptmann, leisten mal Gesellschaft beim Entspannen? Entspanne, sagt er, schwingt dein Miede, Knochen hoch und sagt die Prinzessin Kerl auf Befehl von ihrer Majestät. Ach du liebe Güte, das ist ja Tragödie. Verlassen euch auf mich, ich werde die Prinzessin unverzüglich finden. Ich gebe alles. Okay, der ist wenigstens motiviert bei der Sache, der Typ. So, was haben wir denn hier noch? Ah, da flirtet noch einer hier. Der Weimar. Ja mal, wollen wir mit uns mal ausgehen? Noch drehen wir vielleicht? Also ich weiß ja nicht. Kerl, was treibst du da? Nimm die Beine in die Hand und find die Prinzessin. Jawohl, zu Befehl. Die Kerle von der Blutotruppe probieren es ständig. Puh. Die scheinen mir wirklich nicht so einen guten Ruf zu genießen hier, die Männer, die männliche Soldatin in Alexandria. So, und scheinen wir nicht gerade als besonders fähig wahrgenommen zu werden. Da können wir auch noch hochkraxeln. In Rüstung ist es schon ziemlich heftig. Ah, da ist noch einer. So, du Hansel. Der Bayreuth. Ich bin Chauser Brust. Oh. Hauptmann Steiner hat ich etwa neuerdings jeden Tag mit Treppesteig in Form. Nee. Nix dergleichen. Ich bin hier auf der Suche nach Prinzessin Garnet. Ist die etwa der Oberarsch, das ich sehe? Ich war gerade auf dem Weg nach aber da bekam ich plötzlich so gemeines Seitenstechel. Nix kann man die Type häser. Oh, da geht's auch ein bisschen hoch. Und das in voller Rüstung. Ach, Steiner ist großartig, vor allem wie er jeden Typ einfach nur Kerl nennt. Ich bin fix und fertig. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss die Prinzessin finden. In der Grund wird daran hochgestellt. Moment mal. Das ist doch die Prinzessin. Verfolgt von einem Räuber. Prinzessin, ich eile. Und wieder Filmsequenz. Ach ja. Ja, Garnet ist ja auch gar nicht blöd. Deswegen ist er auch gar nicht. Und weg ist er. Wie es Funke schlägt, wenn er mit seiner Rüstung drüber scheppert.
Tja, Bodyguard will auch zeigen, was er kann. Naja, in Rüstung wäre das leider nichts. Nur so ein paar schwache Zuckungen. Aber ja, klar, in Rüstung wäre das eher nicht sowas. Hat mich gewundert, dass das Seil nicht abgerissen ist. Die Idee war nicht gerade so klug. Das ist wie wenn man bei Pathfinder bei Akrobatik oder was er gelegte Einzieh legt. Na nu, wo ist denn gar nicht bloß hier? Uff. Wow. Okay, unseren Chor hat es irgendwie auch ein bisschen erwischt. Jetzt hat es noch mehr erwischt. Leute? Hey, sieh an, was treibst du da hier? Du störst. Und du hier? Geigespieler? Ob als Rumba oder Samba, ich fühle alles, sei Karamba. Du Trompeter? Hast du aber so schnucklig Ding. Also irgendwie scheinen die Männer, scheint es ja wohl ein Frauer Unterschuss zu geben. Ah, was soll das? Ey. Du da. Wenn du mich schon umrennen tust, dann entschuldige dich wenigstens. Oh Gott, mein NRW-Dialekt ist noch schlimmer. Ich bitte um Verzeihung, ich war in Eile und du... Also wirklich, wo bin ich? Wo ich doch jährlich auf der Bühne muss. Alter. Also den Dialekt kann ich überhaupt nicht nachsprechen. Das ist sehr schwierig für mich, muss ich sagen. Zumindest was das Vorlesen angeht. Wenn das so ist, dann kann ich auch so sprechen, du Puppekopf. Aber das vorzulesen, das ist schon ziemlich schwierig, muss ich sagen. Schade, dass du kein Pelzer dabei ist, also kein richtiger Pelzer. Hey, sieh da an, hör doch mal. Die Kleine da, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Wie auch immer, lass mich mal zu der. Blick mal. Was ist ja eigentlich los? Nee, Ruby, wir retten später. Naja, wenn man das, was die macht, als Retter bezeichnen kann. Wenn, dann richtig pelzig Retter, ne Mädel? So, zieh her. Und du hast ja auch das Tutorial angefangen. So, jetzt warte mal. Puh, in diese Vernunft kümmern. War zwar eigentlich anders geplant, aber das macht die Sache doch einfacher. Hehe. Ihr gehört doch zur Schauspielertruppe. Verflixt, jetzt hat sie mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber ich bin in Wirklichkeit... Tata, wer hätt's gedacht? Prinzessin Garnet Till Alexandros von Alexandria. Und ich habe große Bitte an euch. Würde nämlich bitte auf die Stelle entführen. Wie bitte? Prinzessin, seid ihr hier? Oh nee, sie suchen mich schon. Naja, wer ist schon der Gründhaber? Okay, überlass einfach alles mir. Ich danke euch, ich stehe tief in eurer Schuld. Ach, du liebe Zeit. Ach, verehrtes Prinzesschen, ich erlaube mir hier mit euch zu entführen. Schnulze einer. Was da reden so herum, kommst du her? So hat's ja fix, Ach, gar nicht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist Zinner, ein Kumpel, der ein bisschen hässlich ist und rote Nase hat und Bayer ist. Also nicht so schlimm. Ach so, so ist das. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich hoffe, euch mit meiner Reaktion nicht beleidigt zu haben. Naja, aber eigentlich gewundert, dass du bei so einem schräge Fresse so erschreckst, Prinzesschen. Was ist? Ja, ganz schöner Bini. Hast mich zu fix. Prinzessin? Sackelt Zement, jetzt schnell furze fix. Los, schnell, Zinner hinterher. Und der Blechämer kommt da noch. Prinzessin! 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 Ein Hans ist noch da. Aha, der Herr bequemt sich auch mal endlich. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Prinzessin! Ey, Zinner, das ist doch der verdammte Sackgass hier. Ich hab euch im Griff, fix. Zack. Bang. Auch da eine kleine Falte hier, fix. Prinzessin! Ja, schnell springen, fix. Ja, jetzt kommen sie auch gar nicht hinterher, ne? Ist die Prinzessin etwa da ohne? Ich bring schon mal rein, Hauptmann. Ja, Hauptsache der Verein aufgehalten, ne? Das ist natürlich mal wieder blank. Kerl, was machst denn du da für Faxe? Der Herr Hauptmann, ich steck fest. Verdammt doch mal. Ja, Hauptsache der Verein aufgehalten, ne? Reingelegt.
Gut, dann sind wir jetzt ohne Maschinenraum, wie es aussieht. Was ein Seelensprung, Prinzesschen, da könnte ich mich hier glatt verlieben. Oh, was ein Schleimbolzer. Leicht das schon vergessen, wie ich vorhin in Schlosser der Turm hinuntergesprungen bin. Die kennt ich, die bist eigentlich viel zu schade für Prinzessin. Bitte lassen Sie das anderes Mal besprechen, wir sollten hier. Muss auch sagen, obwohl sie dann der Hauptcharakter ist, bin ich jetzt nicht so unbedingt der Fan von ihm. Da finde ich andere Charaktere wesentlich cooler als ihn. So. Und? Das fliegt alles in die Luft, oder was? C-Fix! Wenn's Motordruck so überdrehst, dann stürzen wir nachher noch ab, C-Fix. Das Radl soll so nach rechts dran, C-Fix. Okay. Wie du willst. Können wir nochmal? Machen wir noch rechts. Und? Peppert er jetzt wieder? Ja. Okay. Jetzt muss ich wieder nach links dran. Okay. Der weiß auch nicht, was er will. Zuerst soll ich noch rechts drehen, dann soll ich noch links drehen. Ach Gott, der Kerl, der weiß auch nicht. Da oben rechts haben wir noch eine Truhe. Und gar nicht. Was soll man jetzt noch machen? Haben wir gar nicht zufällig auch dabei? Nö, nur sie dann. Ah, aber apropos sie dann. Wir können und tschüss. Hat er das schon mal irgendwo? Nee. Das Ding ist natürlich besser um 2. Ah, du kannst sich auch nochmal und tschüss mit beibringen. Und Räuberauge. Das finde ich gut. Ausgezeichnet. Da kann man Geld und Leben dann damit erlernen. Mal gucken. Und tschüss, da können wir auf jeden Fall aus dem Kampf flüchten. Und Räuberauge zeigt, glaube ich, was Anna in seinem Besitz hat. So, dann mag ich aber zuerst mal hier runter. Und mag da noch an die Trudra. Phönixfeder erhalten. Ohne die könnte später keiner wiederbeleben. So, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon brauchen, die Phönixfeder. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Eine Phönix-Daune. Ich glaube, die Phönix-Daune ist sogar effektiver. Gleich wenn Stiegel aus ist, nachher hau mal ab. Oh jo, Mama. So, zack, da ist er. Stehen geblieben. Prinzessin, Steine bei euch Retter, verzagt nicht. Prinzessin gar nicht, seid besagt. So ist es recht. Zum ersten Mal seit Gründung der Blutotruppe gelungen die Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat. Ach du Scheiße, das ist auch ziemlich bitter. Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte? Wer bist du, Komiker, überhaupt? Von nun an, passe mir auf die Prinzessin auf Prinzessin auf C-Fix. Der muss extra natürlich. Okay, jetzt geht's gegen Steiner. Finde ich lustig, wenn so wenn so zukünftige Verbündete mal Gegner sind. Wobei das hier eher so als Joke zu sehen ist. Du elender Schurke! Das ist hier eigentlich eher wirklich ein Lederhut geklaut. Sehr schön. Ist hier eigentlich eher wirklich... Räuberauge können wir mal machen. Ist hier eigentlich eher wirklich als Gag zu sehen, als wirklich ein richtiger Kampf, wie zum Beispiel gegen Marus bei Chrono Trigger. Seidenhemd besitzt er noch, ne? Das wollen wir natürlich klauen, der Herr Ritter. Zieht nicht viel ab, zum Glück. Im Herr Ritter müssen wir auf jeden Fall noch das Seidehemd klauen. Das ist was Gutes für gar nicht. Das ist wahrscheinlich sein Nachthemd oder so. Oh, da hat er aber gut abgezogen. So, jetzt will ich aber das dappische Seidehemd von dem Haber. Und nur Charaktere, die wirklich Dieb sind, können auch effektiv Klaue Eisetzer. Ganze Bande. Ab. Verdammt nochmal. Der passt aber echt gut auf das Seidehemd hier auf. Und ja, ich habe noch nicht so gut die Rüstung. Seidenhemd geklaut. Na endlich. Ein habe nichts. Sehr schön. Zack. Jetzt können wir drauf hauen. Ja, sie dann und sie nachher in der Zeit halt Gerüstung an. Deswegen ist Blankdo natürlich absolut im Vorteil. Verfehlt. Mist. Zack. Aber sie dann hat ja schon mal die etwas bessere Waffe. Und unser Kampfbildschirm ist auch erstmal weg. Na, wenn das so ist. Ups.
Ja, Steiner ist durchaus ein ziemlich fähiger Ritter. Jetzt hat er mal aus der Rüstung geschält, aber jetzt kommen die ganzen Viecher raus. Verdammter Mist, was ist denn das? Okay, jetzt kommen die ganzen Dinge raus. Ja, am Anfang wird Steiner durchaus so ein bisschen als Clown vorgeführt. Juckzieher für Sins. Los, das ist unsere Gelegenheit. Ja, das ist etwas, was ich am Anfang leider etwas schade finde, dass Steiner so ein bisschen als Clown vorgeführt wird. Heute Abend, endlich werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinz und somit über sein Land. Ja, Henna, so ein verdächtiger Typ da festgenommen. Na, wenn das mal nicht der Markus ist. Der irgendwie so Aare verdeckt wird mit seiner Bandana. Aber egal. Aber wie sehr du auch Cornelia liebe magst. Und egal, wie sehr Cornelia auch dich liebe mag. Einem Kerl aus so niedrigem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn die Glock zum dritten Mal leiht, dann hat er letztes Stündler geschlagen. Man könnte auch einfach so drauf kloppen oder so, aber naja, dafür ist es ein Theaterstück, ne? Was soll man machen? Das ist ein Sackgass. Verdammt, wir sitzen in der Fall. Sieh dann, lief du mal zu Ort, fix. Okay, gar nicht hierher. Das hast du dir wohl so gedacht. Oh. So, der kommt jetzt auch nochmal hoch. Aber er ist hartnäckig. Noch einmal. Also was ihm definitiv an Geschicklichkeit fehlt. Prinzessin. An alle spielt einfach weiter. Das hat er definitiv an Hartnäckigkeit. Das muss man so sagen. Hä? Wo bin ich hier nur? Cornelia. Dein geliebter Markus. Markus? Ja, das ist es. Hihi, die hat aber schon immer so ein kleines Steckepferd von mir. Der Steiner neben ist total verunsichert und total baff. Na prima, dann spielen wir jetzt erstmal weiter. Königin Bran sieht bestimmt auch zu. Markus, ich hab dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Ich mache das jetzt bewusst so als Laie-Schauspiel, ne? Na, König Lear, wie schaut's aus? Gibt ihr beide eure Chance? Ausgeschlossen. Du magst nie wieder von ihm getrennt sein. Es ist ausgeschlossen, absolut ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle umbringen. Nicht doch. Abgang, die sind so stark. Cornelia, sei brav und kehr mit mir zum Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf deinen Papa, immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du doch nicht, dass die Heirat nur zu deinem Beste ist? Das lasse ich nicht zu, König Lear. Es wird Zeit, endlich abzurechnen für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Mög mein Schwert von nun aus sprechen. Warum? Der Stein neben drauf flippt total aus. Markus, bitte vergib mir, aber sie ist mein Papa. Prinzessin! Cornelia! Papa, verzeih, dass ich so ungezogen war, aber bitte zeig Güte und vergib, Markus. Das darf nicht sein, so werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie mehr höre und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nie mehr spüre. Wenn dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Markus! Oh, was für ein schönes Theaterstück des Jahr. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Mal nebenbei bemerkt, besteckt eigentlich gar nicht. Oh. Okay, die steht anscheinend so schon ihre Theater. Boah, mächtig grüne Stiegel. Ja, wirklich, Siehst, hat sich da gelohnt, über die Dächer zu kraxeln, oder? Das ist ein Mist, du kommst so wieder. Hier geblieben, und sonst hier. Oh, der arme Kerl. Idiot, steh auf. Der ist auch ziemlich tollpatschig, der Clay. Die schnappen wir uns, bleiben wir stehen.
Bitte vergib dein Papa. Prinzessin! Es tut mir leid. Oh Gott. Hier geblieben, stehen geblieben. Komm nicht näher. Nur Ups. Ich brenne. Kittel gezündet. Sieh dann, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist damals der Ende von der Theatergruppe Tantalus. Ja, wir hauen ab. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Steiner, bitte lass mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, will laut eurem Befehl. Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeifen kommen endlich. Prinzessin? Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Ja, ich bin ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir okay an Rival. Okay. Sehr schön. Ich muss gerade mal gucken, ob ich dazu schon fähig bin. Sehr schön. Hier kann ich nämlich eine Pause machen, ihr liebe Leute. Und das ist doch der ideale Cut hier. Der Kampf gegen Steine. Ansonsten zieht sich das wieder 10 Minuten weiter. Ich sehe es schon, Kummer. Deswegen mache ich an der Stelle hier einen Cut. Und Steiner bekämpfen wir dann morgen bei Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ich muss das mal wirklich darauf achten, dass meine Episode nicht länger als 30 Minuten wären. Deswegen habe ich jetzt hier die Handbremse gezogen. Ist zwar etwas unelegant die Lösung, aber doch geeignet für einen Cut, wie ich finde. So kann ich mir wenigstens mal Cut selber setzen, um auch nochmal ordentlich abzumoderieren, weil ich mag das nicht einfach so zwischendrin Cuts zu setzen. Wenn, dann will ich richtig abmoderieren. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.